Dating heutzutage ist wirklich fake und oberflächlich. Nicht bei mir. Die Paartherapeutin Ramona und ich helfen dir, richtige Fragen zu stellen. Er muss mir einfach wirklich Paroli geben können. In welchen Beziehungen kannst du das im Moment üben? Mit meiner Katze kann ich sehr gut üben. Mit der Katze. Weil die gibt keine Antwort. Da bin ich der Einzige, der redet. Welche 3 Gegenstände symbolisieren deine Vergangenheit, dein aktuelle Ich und deinen Zukunftswunsch? Ich meine, mega Wunder, was sich mit dem Piratenshirt auf sich hat. Oh je! Okay. Und weil ich natürlich möchte, dass das sicher funktioniert und alle Probleme von Anfang an besprochen werden, findet das allererste Date direkt bei einer Paartherapeutin Ich statt. habe mal ein Schmunzeln gesehen bei dir, Peter. Und so geht Deep Dating. Hast du schon mal jemanden betrogen? Und wenn ja, hast du nachher gesagt. Und wie hast du eigentlich mit deinem Ex-Freund Schluss gemacht? Was ist dein schlimmste Trauma aus der Kindheit? Das sind alles Fragen, die man nicht unbedingt beim ersten Date stellt. Falsch! Bei dieser Sendung werden genau all diese Fragen beim allerersten Date gestellt. Und nicht ich stelle die, sondern Paar- und Psychotherapeutin Ramona. Hallo. Hallo Gülscha. Kann ich die Frage wirklich beim ersten Date stellen? Ist das eine gute Idee? Ich denke, es ist eine gute Idee, dass möglichst bald die Fragen gestellt werden, aber vielleicht nicht als ersten Satz beim ersten Date. Oder irgendwie, wenn es passt, oder ein bisschen mit Humor. Das machen wir auch nicht wie beim ersten Satz. Hallo Peter. Hoi Gülce. Wie geht's dir? Wunderbar. Weil du bist ja da, um heute deine Traumfrau kennenzulernen. Genau das haben wir so abgemacht. Das haben wir so abgemacht. Und ich habe wirklich, man braucht ja mit 40, was ja dein Alter ist, braucht man ja alle Hilfe, die man bekommen kann. Und darum hast du eine Paartherapeutin zur Seite. Zusammen werdet ihr dann die Möglichkeit haben, um 3 verschiedene Frauen, die ich für dich handerlesen ausgesucht habe, aus der ganzen Schweiz, kennenlernen. Du kannst noch entscheiden, mit wem du dann nochmal ein Date willst, auch wieder bei der Ramona. Du hast zur Hilfe verschiedene Gegenstände, die zu diesen Personen gehören. Und du kannst anhand von diesen Sachen herausfinden, wer sie sind. Und du kannst alles fragen, Peter. Wirklich. Alles. 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 Hast du schon etwas in Mind? Ein paar Sachen, ja. Was denn? Was wäre so eine Frage, die du unbedingt wissen willst? Lass dich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Und was ist etwas, was für dich aber nicht geht in einer Beziehung? Mit Lügen kann ich nicht umgehen. Mit Verheimlichen. Mit so Spielen hindurch Sachen. Gut, dann weiss ich schon, was du brauchst. Ich weiss auf jeden Fall, die ich ausgewählt habe, die sind on the same page, wie man das sagt. Nun liegt die allererste Kandidatin, und zwar Marina, auf die Bühne. Hi, Marina! Du hast hier schon 2 Prosecco in der Hand. Ja, ich habe gehört, du weißt, was er braucht. Ich weiss, was du brauchst. Okay. Prost. Danke vielmals. Cheers. Setz dich, Marina, das ist dein Stuhl. Hey, danke. Auf was bist du denn auf der Suche? Also, was soll ein Mann mitbringen? Augenhöhe. Was heisst das konkret? Das heisst, wirklich eine überzeugte Haltung dafür. Wir sind gleichwertig. Sehr gut. Wir machen weiter mit der nächsten Kandidatin, mit der Malaika. Cheers, hallo, schön bist du da. Wie geht's? Gut. Hauch mich mal an, wie betrunken dass du bist. Ja, geht. Kann man schicken. Kannst du hinsitzen? Danke. Was suchst du heute? Der muss mich vom Hocker hauen. Nein, einfach die Schmetterlinge in meinem Bauch aktivieren. Das wäre noch cool. Dann holen wir die nächste Kandidatin, und zwar Katrin. Hoi. Hi. Katrin. Wie geht's dir? Nur ein bisschen aufgeregt. Nur ein bisschen? Ja. Wie lange bist du schon Single? Etwa 2 Jahre. Was ist in diesen 2 Jahren passiert? Hast du dort datet? Ja. Hast du die Plattformen aktiviert? Ich habe Bumble, alles Tinder? ausprobiert. Was ist so der allerbeste erste Spruch auf Bumble? Also, was Genau. schreibst du denn? Ja, ich schaue immer das Profil an und tue mich dann auf Bilder beziehen, etwas, wo drin steht. Das mache ich immer ganz individuell. Ich tue Copy-Paste und schreibe allen Männern immer genau das Gleiche. Und zwar aktuell habe ich eine Phase, wo ich allen Männern schreibe «We are meant to be». Ausrufezeichen. Und dann schaue ich, was passiert. Sagen wir so, ich bin immer noch Single. Egal, es geht nicht um mich. Ich bin in der Nähe, ich bleibe da, ich schaue zu. Ich muss schauen, dass das auch in der Bahn bleibt, weil ich weiss, dass eine Therapeutin ist einmal zu nett und zu anständig und tut vielleicht einmal nicht so. Das mache ich. Ich rufe ein bisschen hinführen und beobachte euch. Oh. Toi, toi, toi. Jetzt hast du schon einiges gehört, Peter. Du hast die 9 Gegenstände vor dir, die sehr unterschiedlich sind.
darfst einen ersten auswählen, der dir gerade am meisten ins Auge springt. Ich sehe einen Draht, den ich aus dem Garten kenne. Jetzt erzählt Malaika, ich habe mal einen Mord begangen in der Vergangenheit. Ich hoffe, du kommst klar damit. Ich weiß nicht, ob ihr alle den heißen Draht kennt. Es ist ein Spiel, wo man mit einem kreisliegenden Draht nachfolgen muss. Und es geht mal runter, mal hoch, mal grad. Also Pausen, die man einlegen kann, wo das Gummi dann rum ist. Und ich denke einfach, so soll für mich eine Beziehung sein. Man eckt ab und zu wirklich mal an und dann kann es auch fitzen. Aber man darf auch zusammen dann die Ruhe genießen, einfach die Pause genießen und dann wieder neu starten. Malaika ist wirklich die Queen of Metaphern. Wie gefällt dir das, Peter? Hey, mega schön, ja. Ich hätte nicht so viel aus dem Draht rausgebracht. Ich habe jetzt als impulsiv wahrgenommen. Meldest du die Pausen an oder muss man das dann wie so merken? Nein, ich glaube, man sollte sich auch zusammen die Pausen nehmen und mal wieder den Klarblick zu bekommen, um eben wieder die nächsten Hürden, das Auf und Ab einfach zusammen zu lösen. So sehe ich das. Ach, Malaika, wie schön, dass du das gesagt hast. Wow, wow, wow. Wow, das ist ja schön. Hey. Wie würdest du dafür sorgen, Malaika, dass man sich die Pausen nimmt und dass das dann auch gut wird, die gemeinsamen Pausen? Ich glaube, es braucht nicht viel. Man muss sich einfach wirklich die Zeit dafür nehmen. Man muss eben nicht warten, bis es irgendwie schon anfängt zu kribbeln, bis es schon fast zu spät ist, weil dann explodiert es einfach. Einmal im Monat sich einfach wirklich zusammensetzen und einfach eine schöne Zeit haben. Und es kann auch nur sein, dass man sich eine Flasche Wein nimmt oder sich einfach an den Rhein setzen kann. Und das sind so für mich die Pausen. Ich verstehe schon, wieso dass es irgendwie 27-Jährige gibt auf Bumble, die die Rage bis 39 gestellt haben. Das verstehe ich jetzt. Weil wir sind wirklich die krassesten Bitches. Das sind schon Ideen für erste Dates. Ja, ja. Zuerst müssen wir uns aber noch entscheiden, Peter, wer das wir nehmen für das erste Date. Aber so weit sind wir noch nicht, oder? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt gerade noch nicht. Ich sehe eine Landkarte, die Ja. mich wundernimmt, was es mit dem Wil-Hofberg auf sich hat. Das ist keine Landkarte in dem Sinn, sondern eine Orientierungslaufkarte. Die braucht man für die Sportart. Die Karte symbolisiert meine Vergangenheit, weil ich bis dahin, wo ich gekommen bin, nicht immer den direktesten Weg gewählt habe. Vielleicht auch nicht immer den besten Weg. Ich bin aber immer an die Posten angelaufen, in die Posten von meinem Leben und habe mich dann wieder neu orientiert. Und so habe ich eigentlich meine Vergangenheit bestritten. Was sind vielleicht so Abzweigungen in deinem Leben, wo du jetzt im Nachhinein würdest sagen, das war jetzt nicht ganz die richtige gewesen? Oder sind schwierig gewesen, sagen wir es mal so? Ich denke, das sind hauptsächlich eben so mit romantischen Beziehungen gsi, wo ich Entscheidungen getroffen habe, um eine Beziehung einzugehen, obwohl es vielleicht nicht ganz gepasst hat, sich nachher auch herausgestellt hat, dass es nicht gut war, ein bisschen toxisch. Ich muss am Schluss dann aber wirklich auch sagen, es gehört halt zum Leben dazu, dass man auch mal eine falsche Entscheidung trifft. Aber es ist jetzt halt nur mal das Leben, es halten sich ja auch nicht an unsere Pläne. Hey, ich habe jetzt gerade mal sehr schöne Gedanken gefunden. So. Ja, ich habe auch so Zeugs auf meinem Weg und habe dann für mich gelernt, dass dann ab und zu dann ja gleich aus einem Umweg etwas mega Schönes entstehen kann. Schöne Gedanken, Peter. Ich denke, häufig ist das so, oder? Ich finde aber, man darf auch festhalten, dass manchmal ist auch etwas nicht schön war oder ist auch wirklich nicht gut war, sodass man auch nicht zu fest so in die Toxic Positivity hineingehen, dass nicht alles, es muss auch nicht alles schön sein, alles muss nicht Sinn machen, sondern manchmal ist es einfach schwierig, so wie es ist. Ich wollte noch nachfragen, vielleicht nimmt dich das dann auch Wunder, Peter, was du denkst, Kathrin, was für Eigenschaften von dir, was für Muster oder was für Prägungen dich wie in diese Beziehungen dann hineingebracht haben, obwohl du wie gemerkt hast, ja, vielleicht ist es doch nicht so ganz. Ja, ich bin sehr nett. Ich nehme einen Menschen immer so, wie er ist. Ich tue jemandem wirklich von Anfang an komplett vertrauen. Und merke dann halt im weiteren Prozess, in der weiteren Beziehung oder im weiteren Kennenlernen, oh, ups, da war jetzt wieder ein bisschen zu viel Vertrauensvorschuss gewesen. Ich glaube, es hat resoniert bei dir. Ist es so? Ich habe mal ein Schmunzeln gesehen bei dir, Peter. Ja, kenne ich gut von mir selber auch, ja. Ja. Das sind, glaube ich, so gewisse Parallelen rum, oder? Ja. Hey, mich nimmt mega Wunder, was sich mit dem Piratenshirt auf sich hat. Das Piratenshirt, ich habe gedacht, ich kann mein Kind wie da nicht ausschliessen.
schon noch wichtig, das zu erwähnen. So habe ich mir sein Lieblingst-T-Shirt ausgesucht. Warum ich auch noch das Shirt ausgesucht habe, ist, es ist rosa. Ich habe einen Sohn. Ich finde blau und rosa so. Ja, wir sind in einer neuen Welt. Es ist eine neue Zeit und jeder soll tragen, was er möchte, egal was er ist. Und ja, das stehe ich halt sehr dafür und ich tue das auch meinem Sohn wirklich auch. Ich möchte ihm das gerne mitgeben. Jawohl, Marina. Geiler Scheiß. 2023, we're coming for you. Geil. Ich bin verliebt in alle drei, muss ich an dieser Stelle sagen. Mit deinem Sohn, das ist ja immer so eine Situation, man geht dann auf Dates und dann weiss man vielleicht nicht so recht, oder wann sage ich das gerade am Anfang oder nicht, oder vor dem Date. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Marina? Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich tue es eigentlich sehr offen, weil ich suche schon keinen Ersatzpapi oder einen, der zahlt, dass meine Wohnung alleine nicht so teuer ist. Aber jemand, der das Kind auch noch gerne hat oder wo sie irgendwie Kumpels sind, das wäre schon lässig, auch für meinen Sohn. Wie alt ist dein Sohn, Marina? 7. Ja. Er weiss schon, dass ich auch schaue und manchmal auf ein Date gehe, um einen Mann kennenzulernen. Und er findet das eigentlich cool. Er geht da sehr locker damit um. Er fände es cool, der hätte dann einen Hund. Aber du hast eine Katze, gell? Katze haben wir eben schon. Ich habe es vorhin schon gedacht. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht willst du mal einen Hund. Die Marina ist am Flirten. He? Oh je! Yeah. Okay. Es wirkt so, als würden wir die Kandidatinnen abfüllen und so. Es ist wirklich nicht so. Sie fühlen sich selber ab. Wir haben nichts mit dem zu tun. Da hinten ist ja eine Party, also dann fangen wir mit den Tischbomben an. Der Peter auch ein lustiger Dude, sehr gut. Er muss mir einfach wirklich Paroli geben können. Wie ist das jetzt so für dich? Ich werde sehr selten laut. Ja. Mit diesen Blechbüchsen hat man ja als Kind früher noch gespielt. Und darum möchte ich mit dem zeigen, dass mir Kommunikation sehr wichtig ist. Das ist ja sicher etwas, wo ich auf der emotionalen Schiene am Üben bin. In welchen Beziehungen kannst du das im Moment üben? Mit meiner Katze kann ich sehr gut üben, Mit der Katze. weil die gibt keine Antwort. Da bin ich der Einzige, der redet. Wie war es? Cool. Wie groß bist du? 1,87. Weil du so eine grosse Figur bist, hast du ganz eine feine, bündnerherzige Stimme. Bist du in allen Lebensbereichen so eher ein feiner oder manchmal auch so ein bisschen ein grober? Musst du nicht beantworten. Bist du bereit? Mhm. Du darfst dich entscheiden, mit wem dass du möchtest das nächste Date machen. Ich habe gelernt, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen kann. Und ich lasse mich auf den OL ein. Hoi, ich bin der Peter. Ich hätte nie gedacht, dass er mich auslässt. Das war wirklich für mich mega überraschend. Und ich habe einfach gefunden, jetzt schaue ich mal, was da auf mich zukommt. Ich habe mich sehr schwer getan, mich zu entscheiden. Und ich habe die Sachen, die Katrin gesagt hat, die habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und ja, ich bin sehr gespannt, um sie kennenzulernen. Ja. Mich würde sehr interessieren, wie war eure Kindheit in Bezug auf, was habt ihr für Beziehungen mit euren Eltern, wie sind ihr aufgewachsen und was für Prägungen? Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich bin mit Mutter und Vater und einem älteren Bruder aufgewachsen. Ich habe ein sehr intensives Verhältnis jetzt auch zu meiner Mutter. Also ich erzähle ihr sehr viel, ich bin da sehr offen. Immer wenn Leute sagen, sie haben eine gute Beziehung zu ihren Eltern und sie sagen mega offen, habe ich immer das Gefühl, das heisst, sie reden über verschiedene Sexstellungen und so. Weißt du, was ich meine? Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit meiner Mutter besprechen. Und eigentlich auch gegenüber dem Vater. Bei ihm ist es ein bisschen schwieriger, weil er von sich aus jetzt nicht so über Gefühle redet, nicht so von sich aus kommt und etwas sagt. Wie war denn das bei dir? Bei mir war es so, dass ich bei meiner Mama aufgewachsen bin. Sie war alleinerziehend. Vater hatte in dem Sinne keinen. Dann ab dem Primarschulalter hatte ich einen Stiefvater. Und ich bin in einer Patchwork-Family gross geworden. Das hat auch viele Vorteile,
vielleicht auch 2, 3 Nachteile, aber ich sehe dort wirklich die Vorteile, weil es ist für mich so, das Familienverständnis hat nichts mit DNA oder Blut zu tun, sondern mit Gefühl. Du hast jetzt gerade Gefühl selber angesprochen. Wie ist man denn mit Gefühl in deiner Patchwork-Family umgegangen? Also ich hatte zu der Mama immer schon einen engen Kontakt gehabt. Den habe ich auch immer noch. Das schätze ich sehr so. Also ich muss dazu sagen, die Mama hat immer geschafft. Das heisst, ich bin auch sehr selbstständig gewesen. Das hat wahrscheinlich mega viel geholfen. Und dann war es natürlich auch nie so akut gewesen, so, dass das Ganze. Aber sie war natürlich rum so. Und dann war es also meine Mama, die mich getröstet hat. Ja. Das tönt ein bisschen so, wenn ich da ein bisschen Hypothese aufstellen darf, Peter, könnte es dann auch sein, dass es da gar nicht so viel noch Platz gab, dass der kleine Peter sagen ja, heute ist das und ich bin so und das, ich möchte gerne das, Mami zeigt mir das. Das ist sicher so, ja. Ja, das ist auch, wo ich dann eigentlich wie so, dass wir so auch mich dort zurückgenommen haben, um wie meine Gefühle gar nicht mitteilen, um mich dort, weil es über den anderen dann ja belastet, wo sie ja dann wie gar nicht braucht. Je nachdem, wie die Beziehungen und Bindungen zu den primären Bezugspersonen, also meistens Mami oder Papi, können aber auch andere Bezugspersonen noch sein. Je nachdem, wie die waren, sind wir unterschiedlich gebunden. Man kann auf die einen Seite sicher gebunden sein oder es gibt 3 verschiedene Arten, wie man unsicher gebunden sein kann. Der erste wäre der ängstlich gebundene Stil. Und zwar Menschen, die ängstlich gebunden sind, die haben wie nicht gelernt, dass sie sich auf jemanden verlassen können. Ihr Bindungssystem ist ständig in Alarmbereitschaft, ob echt jemand nicht mehr für sie da sein könnte oder jemand könnte abspringen. Beim vermeidenden Bindungsstil ist es so, dass die Menschen möglichst nicht möchten, zu fest in Kontakt treten mit den eigenen Gefühlen, sondern sie gehen eher in den Rückzug. Die letzte Kategorie vom unsicheren Bindungsstil, bei dem haben Menschen sehr häufig Traumata in der Kindheit erlebt, sehr schwierige Situationen, Eltern, die sicher nicht verlässlich waren, die vielleicht sogar manchmal auch Suchtverhalten gezeigt haben oder nicht anwesend waren. Die Menschen haben leider gelernt, dass Bindungen sehr willkürlich sind und dass andere nicht verlässlich sind. Für die ist es total schwierig, in Bindungen zu sein. Und viele von denen getrauen sich auch gar nicht, in Bindungen zu sein und suchen eher so ein bisschen den Weg für sich alleine. Wenn wir über Bindungsstil reden, geht es nicht darum, dass wir irgendwie jemandem die Schuld geben oder sagen, die Eltern haben es nicht gut gemacht oder haben dort Fehler gemacht. Ich gehe immer so davon aus, alle Eltern machen es mit bestem Wissen und Gewissen, versuchen es, ihre Kinder aufzuziehen und das Leben irgendwie gestalten. Manchmal ist es ja ganz schwierig, gerade auch wenn jemand alleinerziehend ist. Oder? Aber es geht mehr darum, zum Anschauen, was war dort bei mir gewesen, und zum dann wie aus dem selber Verantwortung für sich übernehmen. Was ich mein Leben lang eigentlich Mühe hatte, ist eigentlich zum für mich einstehen, um eigentlich auch meine Gefühle preiszutun. Sei es jetzt im Positiven oder im Negativen, das ist etwas, wo ich definitiv am Arbeiten bin, weil das ist natürlich, leider sieht mir niemand in meinen Kopf hinein. Auf all meine Ex-Dates und Future-Dates nehmen sich ein Beispiel an dir. Wirklich. Was denkt ihr jetzt? Was könnte das für Probleme geben, wenn ihr jetzt potenziell euch entscheiden, ja, wir lernen uns näher kennenlernen und wir gehen vielleicht in Zukunft etwas ernster sein? Ich bin überzeugt davon, dass sich der Peter die ganze Zeit löchern mit Fragen zu seinen Gefühlen. Er müsste da die ganze Zeit Auskunft geben und er will ja komplett dicht machen, nehme ich an. Für Katrin wäre der Peter mehr so ein Projekt statt eine Liebesbeziehung. Aber ist ja auch mal erst mal spannend, gell? Ich habe so die Devise, dass man alle Sorgen geklärt haben, bevor man schlafen geht. Also gerade Beziehungsprobleme, das muss man gelöst haben. Das ist ein hoher Anspruch, Katrin. Ja, eben. Oh mein Gott, das kenne ich so gut. Ich war auch so fest so. Ich habe immer meine Boyfriends vorm Schlafen bombardiert, wirklich im Bett liegen, umwälzen. Also, nein, also ich muss es jetzt sagen. Und dann wirklich bis 4 Uhr morgens diskutieren. Jesus Maria. Ja, machen wir auch nicht mehr. Was denkst du, Peter? So Themen, bevor man schlafen geht, anschneiden, das überfordert mich total. Dann kann ich nichts dazu sagen. Plus kann ich dann nicht mehr schlafen. Ja, genau. Das ist dann so wie alles Schlechte beieinander, oder? Oh, 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 oh. Ich gebe euch eine Red und eine Green Flag. Bitte ehrlich antworten, ob ihr euch wieder sehen wollt. Es werden hier kein Gefühl verletzt. Wir sind alles erwachsene Menschen. Wollt ihr noch mal ein Date oder nicht? Und das könnt ihr mir sagen. In 3, 2, 1. Mach! Aha, sorry.
Ich habe es auch schon ein bisschen gedacht, wir sind schon so mega zueinander zugetragen und so. Aber ich habe es auch gedacht, ich dachte, Katrin sieht Peter als Projekt. Genau. Ja. Dann wirklich ein sympathischer Mann. Also er hat mich echt positiv überrascht. Durch das, dass er gelernt hat, eben auch sich zu reflektieren und auch über seine Gefühle können reden. Das finde ich mega spannend. Und darum denke ich, schauen wir mal, was passiert an dem ersten Date. Für mich war es klar, dass ich sie einmal noch ohne eine Kamera treffen möchte. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man beim allerersten Date, vielleicht nicht als ersten Satz, aber sicher als dritten Satz, fragen sollte, hey, wie war deine Kindheit? Wie ist deine Beziehung zu deinen Eltern? Das gebe ich euch mit, Leute, für das Dating-Game da draussen. Und ich habe es mir auch ins Herz hineingeritzt. Tschüss. Und weil wir jetzt ja noch Single sind, könnten wir ja in den Kommentarzeilen einfach so ein bisschen uns austauschen. Vielleicht treffen wir uns einfach dort und erzählen unsere schlechtesten Dates, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und wenn nicht, dann haben wir hier noch ganz viele Sendungen. Und weißt, man kann auch ein bisschen Liebe schenken im Internet und das macht man am besten mit einem